Willkommen zurück, Freunde, zu Dragon Ball FighterZ. Wir sind noch bei Kapitel 5. Piccolo lebt wieder. Wollen natürlich retten gehen, gar kein Thema, aber erstmal wollen wir, will man sagen, den bösen Klon von Yamchu zu Fall bringen, wa? Denn es geht ja schnell. Gar kein Thema. So. Ja, man, it's time to finish this. Denn es ist gar kein Thema, gar nicht schwer. Ich muss auch mal gucken, ob man irgendwie Schwierigkeitsgrad anpassen kann im Story-Modus, weil da kommt mir schon ein bisschen sehr leicht vor. Aber vielleicht einfach nur am Anfang, weil Tutorial und so weiter. Ernsthaft? Amazing! Yeah, it's amazing! Lass in Ruhe, Yamchu! Dreifacher geht nicht, wa? Schade, sogar mit. Ja, Tension noch dazulegen. Oh, sauer! Hachi! So geht's leider nicht. Und tschüss. Oh Gott. Es ist ja so, wenn du, wie soll das erklären? Man kann den gleichen Super-Move, sag ich jetzt mal, auf R1, in der PS4 halt, kann man zwei Arten ausführen. Einmal in der Kombi mit einem Dreieck, Dreieck-Kombi, wird am Schluss ausgeführt. Und da kannst du ja halt, wenn du am Schluss noch R1 oder R2 gedrückt hältst, kannst du mit deinem Teampartner, Teamkamerad, wer auch immer, kannst du halt noch eine Schiebe drauflegen. So. Ich dachte mir gerade, kann man das einfach R1 normal machen, sprich mit Cursor runter, Cursor rechts, R1. Und dann Teamkameraden noch dazulegen. Also L1 oder L2, ob das auch geht. Aber scheinbar nicht, oder machst du falsch, eins weiter. So, egal, aufgewärmt wir sind. Wow, aufgewärmt wir sind. Geiles Deutsch. Sogar ein Klon von Cell, interessant. Ich würde sagen, platt machen, wa? Get ready for battle. Oh yeah. Let's do this, guys. Tutorial? Keine Ahnung. Ne, offenbar nicht. Ey. Aua, ich wollte gerade sagen. Dann in Ruhe. Abgehauen. Shikoho! Tschüss, Cell. Was zum... Die Kämpfe werden ein bisschen härter. Gefällt mir aber. Wow! Aua!
Was zum... なかなかやるじゃね Das war leicht crazy. Was zum... Das war... えか。なかなかやるじゃね Ah, doch, geht doch. Hallo. Ich bin Mr. Boo. Nö. Boo hat keine Lust auf dich. Du nervst, Boo. Boo hat Hunger. Boo ist glücklich. Piccolo ist jetzt spielbar. Oh yeah, jetzt heißt es wieder Hagan goes am vor.え。ようやく動くことができるか。ああ、無事でよかったわ。実は今大変なことになってるの。説明は必要ない。波動のこともリンクのことも今分かった。え？まだ何にも言ってないのに。説明を聞くのも面倒だったからな。お前の心を読ませてもらった。心を読んだ。ああ、ピッコロは元は神様だもんな。心を読むくらい簡単に。Müsste er nicht auch göttliches Ki haben? あんた、まさか余計なことまで読み取ってないでしょうね。私がお風呂に入っている時の記憶とか。雑多な情報の一つにあったかもな。それがどうした？どうしたって何よそれ。乙女の秘密を何だと思ってんの？まあまあ、ナメック星人にとっては乙女も何も関係ないですって。それにブルマ、おめもう乙女って年じゃ。サン Goku, du lernst es nie. とにかく事情は分かった。孫、いや、孫にリンクしているお前、ずいぶん面倒なことに巻き込まれたな。 Och, naja, wir gewöhnen uns langsam daran. だが、今はお前の力が必要だ。 Ich helfe, wo ich kann. 俺も戦う。お前にも手を貸してもらうぞ。 Das ist doch mal endgeil. So, und jetzt Karte 7 oder Kapitel 6? Karte 7, Familiengeräte Piccolo ist jetzt im Menü verfügbar. Wir müssen C16 finden. Aber erst einmal würde man sagen, hol doch mal Piccolo ins Team. Ja, ich würde sogar echt sagen, gegen Majin Buu. Vor allem die Kombination da mit Tenshinhan und so weiter und so fort ist eigentlich ziemlich geil, aber natürlich Tenshinhan wegen der Kigo-Kanone ein bisschen gefährlich ist. Auf sein eigenes Leben, aber ja, Buu, ist auch ganz geil. Ah, ich hau mal Tenshinhan kurz raus, aber mal gucken. So, haben wir hier etwas Neues, Spezialangriffs erhöht. So, gerade sagen auch nicht nein. Sonst ist alles noch ein bisschen Stufe 1 Ding, aber... Naja, komm, der Rest. Der Rest doch Peanuts. So, machen wir mal. Aber der Kanto-Tutorial, glaube ich, kann nicht. Hey. Ist eigentlich immer das Gleiche oder täusche ich mich langsam? Ich glaube nicht, das ist ein bisschen das Gleiche, was die erzählen. Man muss zugeben, der Kampf jetzt gerade war ein bisschen härter. Also, wenn es so zunimmt im Verlauf der Story, hat er nichts dagegen. Da sie offenbar 3 Story-Abschnitte sind, wir sind immer noch im ersten. こいつだけでは。ほらもううかうかしてらんねえな。 Da kannst du auch anders blocken. 行ってみっか。ほらワクワクしてきたぞ。最後だ。
激入れてやれよ。いいぞ、バッチリだ。 Ah, okay, dann werden wir wieder kämpfen. Der muss wehgetan haben. Ja, yeah. Auch Piccolo kann noch kämpfen. Alter. Ja, komm nur. Nein! Dreifach-Kombi, die geht sogar! Alter! Die Dreifach-Kombi geht auch! Wie krass ist das denn bitte? Das war doch ein hübscher Sieg, wa? Ja, Piccolo und den Schlangennamen und so weiter. Ne, der ist schon cool, ne? Kann man drin lassen. So. Dann hier. Da ist ein Bosskampf. Ja, findet C16 müsste eigentlich langsam da unten sein, wa? Wir gucken mal. Die Zeit ist gut. Die Zeit ist auf unserer Seite. Wir ein bisschen schneller machen. Oh. まさか自分のクローンと戦うことになろうとはな。どうやら木の量や性質も俺と同じレベルのようだ。おそらく体の構造や能力も俺と同じなんだろう。しかしここまで長所と短所がすぐに分かる相手も珍しいだろうな。自分のことは自分が一番よく分かっている。今回自分が相手だからこそできる戦い方をしてやる。 Na, ob die Vermutung aufgeht, wir werden es gleich sehen. Der Kampf gegen die Klone, der geht weiter. Du, 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 la, 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 du, 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 du. So, ansonsten Super Saiyajin plus Nappa, Schwächling, also ja. Siehst du? So geht's auch. So, jetzt reicht's. Und tschüss, Trunks. Ich sagte tschüss, Trunks. Vor allem geil, dass du Attacken du drauflagen kannst. Aua! Das ist ein fieser Move. Und tschüss! So viel zum allmächtigen Klon. Nappa, geh nach Hause. Ah, okay, muss nacheinander machen, okay. Jetzt geht's gar nicht mehr. Mit Dreier-Kombi klappt nur einmal im Match. Oder ihr habt es gerade da falsch eingesetzt. Das kann natürlich auch sein.
Alter, Bu ist noch von Erfahrungspunkten her sogar noch hinter Piccolo, obwohl er gerade erst zugekommen ist. Das ist ein bisschen crazy. So. Den nächsten Kampf. Hier erwartet uns ein Trio des Bösen mit einem ehemaligen. Ob Gini wirklich böse ist und einfach nur ein Volltrottel, ist ein anderes Thema. Und Cell. Er ist eben Cell. Alter, wie geil das wäre, wenn Cell wieder zurückkehren würde. Ich traue mir durchaus auch ein größeres Potenzial zu, als Freezer, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Also das Bösewicht vor allem, ja. Das tat weh. Was zum... It's Bu-Time! Bu gegen Cell finde ich auch irgendwie ein spannendes Thema. So, und tschüss. Ja, es läuft. KO-Bonus. Mit Piccolo-San. Kann durchaus so weitergehen. Hat er noch aufgetaucht. Level 7 war okay, machen wir erstmal das. Wir haben genug Züge. Da finde ich sowieso ein bisschen seltsamer da mit den restlichen Zügen. WTF, warum? Du kannst alle Gegner problemlos machen, ist gar kein Thema, sogar noch vorige Züge übrig und schwierig ist ja auch nicht, Ich glaube, 1, 2 Kämpfe schaffen wir noch. Aber C16 in diesem Part, nee, ich glaube, das wird weniger was. Mal ein bisschen was testen, natürlich nicht so wie es hat jetzt, aber... Und tschüss. Ja, was ich eigentlich testen wollte. Ja, Handschuh greift eigentlich immer gegen den Boden an, wenn ich halt hüpfe. So zum Beispiel. Hüpfend ausweichen, wenn ich halt den Gegner und seine Kampfstrategie kenne. Fuck, war zu schwer mit Bu. Das ging wieder mal so schnell. Ich meine, im Prinzip ist es sehr simpel. Einmal hüpfen und dann ausweichen, aber ist trotzdem geil. Alter, schnell wieder neue Gegner auftauchen. Jetzt soll ich langsam die Frage, soll das überhaupt alle machen? Weil wir kriegen natürlich dadurch Erfahrungspunkte, was einerseits gut ist, andererseits einfach die Gegner auch einfacher. Das haben wir auch nicht. Vielleicht ist das einfach alles noch irgendwie jetzt, ja, die Anfangsphase, wo es halt einfach sein muss, nachher geht dann voll auf die Mütze. Das wäre irgendwie auch scheiße, versteht ihr? Ich kriege einen 10 Treffer-Kombo hin. Oh, hab ich. Der Schlangenarm war
War das schon wieder? 覚悟はいいか。 Wie soll ein 20-Treffer-Kombo gehen? Dann springt ein Superangriff. Aha, okay. Im Leben 20-Treffer-Kombo hin. Oh doch, hab ich. やるじゃねえか。 Okay, ist doch möglich. Wird ein bisschen übertrieben, wa? Ja, so gehen Kombos. Zumindest in der Theorie. So, jetzt habe ich hier nochmal ein Tutorial da oben und so. Ja gut, Freunde, ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir noch ganz kurz hier ein bisschen umgucken, hier oben. 2 oder eventuell 3 Kämpfe sogar noch machen, aber danach machen wir natürlich dran an einem Bosskampf und hoffentlich finden wir hier C16 und auch ein paar Antworten, wa? In diesem Sinne mal, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück hier bei Dragon Ball FighterZ. Ciao zusammen!